Jungs, alles klar bei euch? Da ist natürlich der Cletus von Crown Crew mit einem ganz geilen Video, könnt euch richtig freuen. Ein leckeres Stück von Gameplay-Arbeit, würde ich sagen. Aber bevor wir zu dem kommen, noch eine kurze andere Info. Und zwar habe ich relativ viele Fragen von euch bekommen in den Kommentaren per YouTube-Message. Und habe mir gedacht, anstatt gewisse Fragen, die vielleicht auch mehrere interessieren, um dem Einzelnen zu beantworten, mache ich so ein bisschen ein Special-Video am Sonntag. Schaue, dass ich es am 6 Uhr am Abend aufgeladen habe, dass ihr es reinziehen könnt. Und ja, es ist in dem Sinne nicht ein Special wegen Abonnenten oder Videoanzahl, sondern es ist einfach ein Special für euch, weil ihr so geile Sachen seid und euch so engagiert und kommentiert und Feedback, Anregungen gebt. Ich finde es wirklich richtig geil, das YouTube-Ding hier mit euch durchzuziehen und es macht mir total Spass. Darum, Special für euch. Schickt mir noch Fragen, wenn ihr irgendwelche habt. Ich tue das dann gerne anschauen und gegebenenfalls beantworten. Das Video wird vielleicht so 15 Minuten gehen, von dem her ist die Zeit beschränkt, was die Anzahl Fragen und Antworten betrifft. Aber ja, ich schaue mir es gerne an und sammle sie dann ein bisschen zusammen, damit ich die auch beantworten kann. Jetzt würde ich sagen, legen wir los mit dem Gameplay. Viel Vergnügen! Yeah, wir schauen hier am Face Reaper zu. Ist auch ein Abonnent hier auf dem Kanal und hat netterweise mich auf das Video hingewiesen, wo er richtig ein gutes Gameplay macht, mit vielen geilen Momenten. Und ich musste dann fragen, ob ich das aufstellen und kommentieren und habe mich total darüber gefreut, dass er dem hat zugestimmt. Ja, was haben wir hier gesehen? Ein bisschen M4-Action, ein bisschen gemessert. Das Game startet relativ gemächlich. Team Deathmatch schauen wir natürlich. Und er arbeitet sich hier zur Hauptbegegnungszone von diesem Level vor. Ist auch immer gescheit, wenn man hier nicht um die Ecke säckelt. Tiptop gemacht. Und nebendran hört man Schüsslein plätschern irgendwann. Kleiner Dropshot, der Typ war auch planlos gewesen. Das Seewichser, der hier links in diesen Torbögen rumhängen. Schöner Double Kill scheinbar hier gerade hergelegt. Sehr schön. Und jetzt seht ihr, jetzt gibt es hier ein kleines Päckchen. Sind wir natürlich immer gespannt, was da drinnen ist. Die Tausende von IMS, die man hier bekommt. Und zwischendurch ein Predator oder was ganz Geiles. Sind nicht wahnsinnig prickelnd. Aber wie ihr vielleicht schon ahnt, ist da, glaube ich, etwas Gutes drin. Huere geil, AC 130. Machst 4 Kills und dann ist der dicke Brummer schon in der Tasche. So soll es eben sein. Du hast schnell in die hinterletzte Ecke kriechen, damit er nicht plötzlich noch abkassiert wird. Und ja, jetzt wird gemütlich einfach mal ein bisschen Munition verteilt hier. Ist halt wirklich ein bisschen nachteilig hier, dass es eben auch sehr viele Gebäude hat, aber dort oben ist ja fast ein bisschen ein kleiner Balkon der Durchgang bei der Hauptverkehrsachse dort. Und ja, genau dort jetzt, ja, dort kann man es gut treffen. Wenn sie spawnen, sind sie meistens auch im Feld draussen. Und schon ist Feierabend. Schön ein paar Kills gemacht, kann man sich gar nicht beklagen. Ja, Scheiße, der ist schade gewesen. Hat hier Gäbig mit dem Revolver noch einen reinknipseln können. Aber leider war das Glück hier nicht voll gewesen. Im Gegensatz zum Care Package vorhin. Okay, Hauptverkehrsachse. Ich finde es selber schon lustig. Es ist wie ein scheiß Magnet hier, das Gebäude. Hier sind eigentlich nicht wahnsinnig viele Leute rum, muss ich die Augen zugeben. Aber nichtsdestotrotz geht es hier eigentlich immer sehr ab. Schön rausgepümpelt hier hinten dran. Die Gegner da und die Hose langsam schon ein bisschen voll. Wird sich doch
ein bisschen im Schatten aufzuhalten, damit er keinen Sonnenstich bekommt. He? Auch da ist kassiert worden, so soll es sein. Geiler Scheiß. Schnell noch ein Handy verteilt. Schön schnell chillen, so ist es eben gut. Weil nach so einem Gefecht hat man vielleicht noch irgendwie, wenn überhaupt 10% Leben. Schon wieder ein Doppel hier. Sauber. Hier laufen sie einfach zusammen, laufen sie einfach rein. Ah, Scheiße. Das ist jetzt richtig fies gewesen. Leider eigentlich fast der falsch angegamed. Aber dann ist gleich sogar noch einer von links gekommen. Naja, was willst du machen? 3 Gegner. Da muss schneller als der Lucky Luke sein, um die fertig zu machen. Was haben wir hier? Aha, also willst du mich verarschen? Das zweite Päckchen und ein verfickter Osprey gar nicht drin. Ist doch einfach wicked, oder? Ich meine, ich habe ja auch schon gute Läufe gehabt. Vielleicht in einem Game 3 Helis in einem Päckchen gehabt, aber das sind Angriffs und AH-6 vielleicht. Und dort AC und der Osprey. Wow. Richtig, richtig geil. Vor allem ist es halt einfach auch noch ein Team-Kill-Streak. Ich meine, ein Päckchen, das du abwirfst, kannst du eigentlich fast nie selber holen, weil bis dann sind sie schon weg. Aber eben, wenn das Team Scheid ist und das Zeug geht holen, das lohnt sich schon. Die Punkte, die man bekommt, sind zwar mit 45 eigentlich verdammt läppisch. Noch weniger. Aber besser als nichts. Und ja, ihr seht, das Flugmuster von diesem Pferd mag teilweise ein bisschen komisch sein. Und aber sogar extrem unvorteilhaft. Aber es ist ja nicht so, dass er Ewigkeiten eigentlich noch im Hangen bleibt. Und mit dem ständigen Positionswechsel macht es dem Gegner auch ein bisschen schwieriger, einen abzuholen. Und so kann man den länger genießen. Jetzt ist noch der Reaper am Start. He? Ja, das gegnerische Team hat es nicht einfach Das war ganz schön. Der andere hat dort hinten gewartet, sich voller Freude auf sein Päckchen gestürzt. Hey, und jetzt hat er noch ein Strafe Run drin. Das ist ja wohl richtig abgefahren. Ich meine, hallo, was gibt es für einen Grund, der jetzt nach diesem Game nicht fürs Care Package spricht? Hey, klar hat man nicht immer so unglaublich viel Schwein. Aber ja, trotzdem, also ganz, ganz, ganz wicked. Hier nicht wirklich erfolgreich gewesen. Finden wir uns wieder hier. Oh, schön gewesen. Ein bisschen hin und her gewedelt und dann auch gleich noch abkassiert. Das war, glaube ich, ein Splitscreen gewesen. Merkt man es auch schon. Ja, die Position hier ist abgefahren, hä? Da hat er jetzt schon x-mal eigentlich ein Aufeinandertreffen von Gegnern erlebt. Schon wieder sind sie dort, ne? IMS-Party. Schön! Wieder ein Double Kill dort. Also das lohnt sich. Das lohnt sich dort herzuziehen, Jungs. Was wollt ihr sagen? Es war definitiv nicht ein MOAB-Gameplay gewesen. Aber hey, die schönsten Point-Streaks in den Care-Packages. Nur die letzte Final Cam 34-4, also ausgezeichnet gewesen. Ich muss sagen, wirklich sauberes Gameplay. Merci, dass ich es zeigen durfte und hoffe, es hat euch gefallen. Schöne zusammen.